eigentlich erwartet. Wenn der Soundeffekt aufblähen heißt. Habe ich jetzt echt was Gescheites erwartet. Das hört sich eigentlich wie ein ganz normaler Stuhlgang meiner Freundin an. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Trombone Champ. Ein Musikspiel. Einfach mal so, einfach mal wieder eine Runde gespielt. Ich habe da einfach mal wieder Bock drauf gekriegt. Ich habe das schon ein wenig vorgespielt. Was ist denn das da? Keine Ahnung. So, dann würde ich mal sagen. Und wenn ihr denkt, dass sich das schlimm anhört, dann wartet mal. Also wir fangen mal mit was Einfachem an. Wo ist denn Mars? Das ist gut. So, mal gucken. Ich glaube, es wird schwer zu spielen. Ohne Posaunen hätte es keine Ska-Musik geben können. Zieht da einen Eigenschluss daraus oder so. So, hier kann man die Tonhöhe bestimmen. Wie ihr gleich sehen werdet. So, und Tastendruck ist reinblasen. So, das hat das Spiel eigentlich schon erklärt, oder? Man sollte natürlich im besten Falle nicht so scheiße wie ich gerade sein. Eventuell sollte man auch dabei nicht reden. Ich laber da über dieses wunderschöne Musikstück drüber. Aus der Planeten-Dingsbums Lecco Mio. Macht aber nichts. So, also ja, wie bei jedem Musikspiel halt, Counter. Also es gibt verschiedene Bewertungen, wie ihr seht. Okay, naja, gut, sowas. Je nachdem, wie genau wir die Töne treffen. Aber es wird hier ein bisschen komplizierter schon. Und am Ende gibt es halt Punkte. Je mehr Punkte, desto besser oder so. Und da wir jetzt gerade irgendwie eine bestimmte Combo haben oder so, gibt es jetzt halt mehr Punkte. Das war's auch schon. Das hört sich gerade, also ich kenne das hört sich im Original nicht ganz so schräg an. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Komisch, woran liegt das wohl? Seid froh, dass ihr mich nicht beim Dance Dance Revolution oder In the Groove spielen seht. Wenn ihr da meine Massen in Schwung sehen würdet, würde ich abgehen. Zumal ich in letzter Zeit, wenn dann nur noch Pump It Up spiele. Weil ich das nicht so gut kann. Weil ich ja nicht so gut Profi drin bin. Wie bei den anderen Vierpfeil-Tanzspielen. Aber ich hätte auch mal wieder Bock auf Pump It Up, fällt mir gerade ein. Das wäre eigentlich mal eine Idee. Das war das schlechteste Lied überhaupt, was man hätte können wählen für einen Start. Aber wir sind ziemlich gut. Es gibt ein S-Rating, immerhin. Nee, nicht erneut versuchen. Ja, das war jetzt nicht so. Ich brauche irgendwie mal was Cooles. Oh, Kanada. Guck mal, da habe ich sogar ein Ständchen dran. Ach, guck mal hier. Was hätte man denn sonst noch Feines? Habanera. Das Sense Donauwalzer. Den nehmen wir. Der durchschnittliche Pavian kann über 300 Jahre alt werden. So. Wollte es nur mal gesagt haben. Gut zu wissen. So, jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Oh. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Ja, ich kann nicht reden. Wie ihr gerade seht. Ah.
Ja, sorry, ich krieg's nicht hin. Ich weiß, dass ihr euch gerne durch meine wunderbare Stimme ablenken würdet. Ich krieg's aber gerade nicht hin. Ich kann nur sagen, ich krieg's nicht hin, zu reden. Außer bip, 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 krieg ich nichts hin. Oh, ist das schlimm. Kann mal jemand in die Mitte gucken, wie lange ich noch habe? Ich habe... La. Ach du Scheiße. Also hier, ich sag's euch, Goethe hätt's nicht besser hingekriegt. Wahrscheinlich habe ich damit sogar recht. Oh, das ist schlimm, hey. Es tut mir jetzt schon leid für alle Leute, die das sehen. Oh, ja. Wir sind erst 6 Minuten drin und geht mir jetzt schon auf die Eier hier. Gibt's hier irgendwie ein random Dingens? Gut. Muss ich da nochmal eine Taste drücken oder geht das von alleine? Saints. Oh, das Saints Go Marching, ja, das kenne ich. So. Ich müsste eigentlich mal irgendwie... Es gibt mehr Paviane auf der Erde als Menschen. Aha. So, los geht's. Das geht aber schnell los. Na, 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 na. Oh, when the saints go on oder so tonight. Oh, da steht der Titel drunter. Go marching in. Oh, when the saints go marching in. Ich kann nicht wirklich die Untertitel noch lesen, jetzt hört sie mich auf. Hey, wir sind voll gut. Hey, ernsthaft jetzt, oder? Das ist ein einfaches Lied. Ein bisschen improvisiert. Ich bin hier. Also hier. Hallo. Kann mal jemand einen Jazzposaunisten anrufen? Ich brauche einen Job. Nicht ins Mikrofon pfeifen. Habe ich gerade selbst festgestellt. Ach schön, das ist so herrlich doof. Ja, normalerweise, wie ich aber gerade noch ein A geschafft habe, wie normalerweise bei Musikspielen, ne, dann ja, fängst leicht an, also auf leichten Schwierigkeitsstufen, guckst, dass du das einigermaßen geregelt kriegst, wenn das klappt. Wechselst du nicht gleich auf die höhere Stufe, sondern du guckst erstmal, dass du, also so mache ich zumindest, dass du auf der Schwierigkeitsstufe bleibst, dass du dich da halt verbessert, tralala hin und her, dann gehst du mal die nächste an und so weiter und so fort. Bei dem Spiel hier ist das ohne Scheiß, das erste Musikspiel, das ich spiele, wo es mir einfach scheißegal ist, weil das ganze Spiel doof ist. Außerdem muss man es ja mit einer Maus spielen, also es gibt jetzt wohl auch Controller-Support, aber mit einer Maus geht's halt deutlich besser.
Und, ja, mit einer Maus, ich krieg nichts hin mit einer Maus. Was ist denn das? Extrem dunkler, aggressiver und cooler elektronischer Track. Bist du bereit, dich auf diesen packenden Beat einzulassen? Sorry, wo ist hier der packende Beat, von dem die reden? Nee, wir nehmen ein anderes. Gucken wir, was wir sonst noch Schönes haben. Jingle Bells. Kann man auch irgendwie sortieren. Alpha, was ist denn Alpha? Doomcore. Das kenne ich gar nicht. Aufwärmen? Nee. Ach, nach Alphabet. Ach so. Komm, wir machen mal nach Länge. 4 Jahreszeiten Sommer. Oh, Ska. Ska ist immer gut. Oh, das ist für mich. Warte mal. Das Lied ist nie gemacht für mich. Was hat das denn? 2, 4, 6, 7 Sterne. Ja klar, aber locker doch. Kriegen wir locker hin. 2 Minuten 56. Die Posaune ist nicht mit dem Waldhorn verwandt. Wir sind nur gute Bekannte. Okay, das ist gut zu wissen. Oh, fuck. Oh, das kenne ich. Das kenne ich aus Earthworm Jim. Das kenne ich aus Earthworm Jim. Da war das Hintergrundmusik von diesem Höllenlevel. Nee. Hört sich voll. Guck mal, ich bin voll. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass diese Anzeigen, was ich drücken muss, dass das aussieht wie. Das sehen alle aus wie Penen von der Seite. Wollte es nur erwähnt haben, so. Irgendwie ist das gerade eine schwere Stelle, finde ich. Weil gar nicht auf so viel okay und naja, wie ich kriege, dass das hier gerade eine schwere Stelle ist, die nicht besser wird, wenn ich unrhythmisch dabei rede. Haben wir es nicht bald? Alter, wieso habe ich so ein langes Lied genommen? Das kann ja wohl nicht sein. Da sind wir noch nicht rum. Aber danach habe ich aber Bock auf ein kurzes. Sagt meine Freundin auch immer. Was? Okay, komm, B muss es aber noch geben, oder? Ja, komm. Ist ja in Ordnung, so. Sorry, aber... oh, der Bärkönig hätten wir auch. Wieso ist denn das? Achso, ich hab ja sortiert nach Länge, ne? Okay, wir wollen irgendwas Kurzes. Wo fängt denn das eigentlich an? 1,55. Ist da irgendwie ein Scrollbalken? 1,26, 20, 17, 12. Da war eins mit 40 Sekunden. Okay, mit 42 Sekunden. Danach müssen wir alle ausstehen. Prähistorische Posaunen waren 12 Meter lang. Ey, sorry, meine Festplatte ist zu schnell. Also meine
Eine M2 ist zu schnell. Das sind die Ladezeiten zu kurz. Da kann ich nicht mal gescheit lesen, was da steht. Hier, für Amerika. Das mache ich nur für dich. Sorry. Manchmal überkommt's mich. Ei. Es rührt mein Herz. Es rührt mein Herz. So schön war das. Okay, sehr gut. Track-Auswahl. God Save the King. Das machen wir nicht. Das ruft, da fällt mir immer nur ein falscher Text zu ein. Aufwärmen, Star Spangled Banner. Boah, komm, das machen wir jetzt. Das geben wir uns hier. Posaunen schwimmen nicht im Wasser. Also lass die Posaunen nicht aus Versehen ins Wasser fallen oder so. Okay. Oh, say, can you see by the dawn's light? Ich weiß den Text grad nicht, stimmt ja gar nicht. Ich hab ihn noch nie gewusst, das macht mir doch nix aus. Ich sing einfach nen Scheiß, das macht jeder Ami, ganz genauso wie ich. Oder glaubt ihr etwa, dass die den Text können? Oder seid ihr so doof und ihr glaubt alles, was los ist? Ich hab die Melodie vergessen. Oh, Tannenbaume, das ist komplett falsch. Oh, Tannenbaum, ich schüttel dir die Pflaumen. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Es tut mir leid. Irgendwie musste ich dann improvisieren und dann musste ich beim Improvisieren und dann war alles vorbei. Hab ein A gekriegt. Immerhin. Ich hoffe, dass ich jetzt noch irgendwann in Amerika einreisen kann. Still da drüben auf den billigen Plätzen. Oh, guck mal, die alte graue Stute, die ist nicht mehr, was sie war. Das ist der Entertainer. Das ist das Katzenlied. Super, bin ich ein Werbeopfer. Kühe lieben den Klang einer Posaune, weil sie klug sind. Ja, das ist richtig. Fuck. Ja, ich muss mich auf die Melodien. Wenigstens weiß ich, dass das ein kurzes Lied ist. Oh, ab jetzt kenne ich mich wieder aus. Ich habe gesagt, dass ich mich wieder auskenne, nicht, dass ich es gut kann. Alter. Ja, es ist ja wie bei jedem Musikspiel, es ist extrem von Vorteil, wenn du die Melodie kennst. Wenn du aber nur die Melodie von einem Stück vom Lied kennst und den Rest nicht, ist das irgendwie auch doof. Naja. Was ist denn das da? Das ist die französische Nationalhymne? Schön! Will ich nicht machen. Das hört sich auch doof an. Nein! Oder Einmarsch der Gladiatoren? Oh, also sprach Zarathustra, das wird gespielt, ungehört, fertig.
wenn du in deiner Wohnung Posaune spielst, ist das eine gute Möglichkeit, dich mit deinen Nachbarn anzufreunden. Ja, das stimmt. Stimmt alles, was das Spiel hier sagt. So. Doch! Keine Ahnung. Doch! Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Wer hat da gepupst? Ja, das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Sorry, meine Freundin hat gehustet, die hat mich ja voll aus dem Takt gebracht. Ich war gerade so gut dabei. Guck dir das an, das hätte beinahe ein S gegeben, ey. Wow. Also eigentlich habe ich gedacht, ich spiele das jetzt einfach mal eine halbe Stunde. So eine halbe Stunde ist schon recht lang. Dafür kann ich da wahrscheinlich 10.000 kurze Videos draus machen. Und eins ist schlimmer als das andere. Oh, das kenne ich. Das ist la 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 la. Longtail Limbo. Pavian. Das braucht ihr nicht zu hören, was meine Freundin gerade sagt. Lasst nur so viel gesagt sein. Sie lobt meine Fähigkeit, Töne zu halten. So lacht die jetzt so doof. Was ist denn das? Zuckerfree? Oh, Rosamunde. Die Bierfass-Polka. Beethovens 5. war der so verheiratet. Boah, ist der Witz alt. So. Nein, Old Gold habe ich auch keinen Bock drauf. Was hier? Was ist denn das da? Hino do Brasil. Round the Mountain. Wie viele Spiele mit Mountain gibt's denn hier? Ach, guck mal, das ist von den blauen Bergen. Komm her, das spielen wir. Habe ich schon nicht gespielt. Trotz ihres Namens spielt man die Posaune nicht mit dem Po. Man spielt's mit einer Sau. Es tut mir leid, es tut mir leid. Oh shit. Das tut mir leid, Leute. Ihr kriegt kein Geld zurück, das sage ich euch gleich. Es ist mir egal, ob ihr mich verklagt oder nicht. Aber das geht gar nicht. Und es geht auch nicht besser, wenn ich dabei rede. Unser Lehrer ist genauso dumm wie wir. Mit der Pommes in der Gabel hat er Essen in seinem Schnabel. Mit der Pommes ist er blau. Keine Ahnung. Ich wollte wieder Text improvisieren. Das geht nicht. Ich kann nicht improvisieren. Den richtigen Takt hier treffen. Und dabei reden und denken. Oh, ist das schlimm. Oh, das kann ich. Du blödes Lied, jetzt mach doch endlich Schluss. Du blödes Lied, ich hau auf dich los. Ja, ich rette jetzt halt pelzig, weil ich kein Hochdeutsch mehr kann, weil ich muss mich hier konzentrieren auf das Lied. Oh yeah. Das könnte doch jetzt mal so langsam zu Ende sein. Ah. Junge, rennst dir an Arbeit hier.
She'll be coming round the mountain heißt das Lied. Okay. Warum denn dem? So. Das ist doof. Wir machen hier wieder zufällig. Okay, dann gehen wir jetzt mit Beethovens 5. ein bisschen spielen. Im Innern einer durchschnittlichen Posaune leben zwischen 2 und 4 Spinnen. Da, 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 da. Da, 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 da. Also, hört nicht auf das, was ich fabriziere, sondern auf das, was ich mit dem Mund mache. Das ist nämlich deutlich besser, wie das, was ich hier musiziere. Auch hier wieder. Schiller hätte es nicht besser hingekriegt. So, okay, das war doof. Was haben wir denn sonst noch? Komm, wir gucken mal. Was? Ich bin aus Versehen auf den Knopf gekommen. Tut mir sehr leid. Wieso ist denn das... elektronisch? Ja, es ist neu. Ja, wir machen es ja schon. Ist ja schon gut. Die erste Posaune wurde 20 Milliarden vor Christus erfunden. Wusste ich's doch. Wilde, kommt in die Wilde, von Tex Avery, blablabla.
Also so schlecht war es jetzt nicht, oder? Komm, B, ich hätte gern, oh ja, komm, ich nehme auf den C. Habe ich auch keine Probleme damit. Ey, es ist so übel. War das kacke, ey. Mann. Okay. Ja, komm. Ein Lied geht noch. Aber es muss ein schönes Lied sein. Ich habe keine Ahnung, was ein schönes Lied ist. Hatten wir das nicht vorhin erst? Doch, das hatten wir. Das war aber ein schönes Lied. Keine Ahnung. Nein, ein schönes Lied. Komm, wir machen das jetzt einfach so lange, bis was Cooles kommt. Oh, das kenne ich. Das ist ein Weihnachtslied. Das kenne ich. Würde man alle Posaunen der Erde aneinander rein, würde sie das Sonnensystem 4-mal umblasen. Keine Ahnung, letztes Wort habe ich nicht gesehen. Ach du Scheiße. La 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 la. Ab jetzt kenne ich das Lied nicht mehr. Also. Ich kenne das Lied. Es ist immer dasselbe. Nicht so schnell. Ich kenne das Lied ganz anders. Bei mir hört sich das genauso an, wie ich das hier spiele. Ey, sag mal, das ist doch immer nur dasselbe. Das ist doch endlich fertig. Okay, ich kenne das Lied, ich habe es glaube ich noch nie ganz gehört, also ja, das war eh eine Jazz-Version irgendwie davon, und nicht mal eine gute. Ich kenne es nur, es gibt, wie hieß das, die Fayetteville Ska Alliance. Ja, es ist ein Ska-Weihnachtslied. Ich kann es nur empfehlen. Fayetteville Ska Alliance. Guckt mal danach, ob ihr es findet, das Album. Ey, es ist nur geil. Das höre ich jeden Weihnachten, höre ich das rauf und runter. Das bringt mir so richtig in Weihnachtsstimmung. Und das Schlimme ist, ich höre es auch im Sommer, weil es gut ist. Martian Killbots. Boah, der Hummelflug. Ich hab Bock auf noch ein Lied, aber ich weiß nicht was. Ja, komm. Komm, ein Lied machen wir noch. Das hatten wir schon. Ein Lied machen wir noch. Ein schönes irgendwie. God Save the Queen. Ja. Haben wir schon Star Spangled Banner gehabt? Schon, oder? Oh ja, und wie wir das gehabt haben. Und dann gehen wir ein bisschen Sachen einkaufen und dann entlasse ich euch auch. Nein, kein Aufwärmding. Dann entlasse ich euch auch in so, pass auf. Wir suchen uns ein Lied, was ich noch nicht kenne. Oh, Tannenbaum. Dann spielen wir halt das wunderschöne... Oh, guck mal, die Riverside. Nein, das ist wieder Tannenbaum. Aus Gründen. Weil es gerade passt. Es gibt mehr Posaunen auf der Menschen als Erde. Oder? Umgekehrt. Was denn? Tannenbaum, oh Tannenbaum. Das Lied hatten wir vorhin schon. Oder? Hatten wir das Lied nicht vorhin schon? Ich höre gerade aus dem Publikum, nein. Und ich soll doch bitte weiter singen, sagt sie unbedingt. Okay, alles klar.
Mit Gesang. Mit Wein, Weib und Gesang. Nur, dass ich keinen Wein habe. O Tannenbaum, der Opa hängt am Gartenzaun. Die Oma ruft die Feuerwehr, der Opa sagt, die kommt nie mehr. O Tannenbaum, die Oma oder der Opa hängt am Gartenzaun. Ich bin in der Falschmelodie, das ist mir gerade scheißegal, hihi. So, habe ich mich nochmal gerettet. Die machen das Lied falsch, das geht ganz anders. So. Oh Christmas tree, how green are your leaves? You don't only green. Achso, das ist noch die Strophe, die mach ich jetzt noch dazu. You greenst nicht nur in the sun is shine, no in the winter when the snow is falling. Oh Christmas tree, ich krieg die dir hier, nimm mit zu. Lieber noch nicht rum. Okay, jetzt auf Schwäbisch. Ich kann nicht Schwäbisch. Oh Gaslaternen, wie haben dich die Menschen gern? Gaslaternen, ich hau mal heit Bier in die Sterne, ich trink es als, ohne selber Letzsche und manche Mo brauch ich's dann trotzdem nicht. Das Bier ist leer, ich brauche schnell ihr neues her. Okay, mir fällt nichts mehr ein, Mann, ich brauch Input. Sag mal was Lustiges. Ein Gaspedal, das ist rechts vom Bremspedal. Ein Gaspedal ist zwei weg vom Kupplungspedal. Und mit der drin ist doch die Brems, die muss man drehen, dann wird's langsamer. Ein Gaspedal, ein Bremspedal, das heißt wir fahren kein automatisches Auto. Sorry. Oh, okay. Es ist schwer zu improvisieren. Es ist einfach... Moment. Und wie war ich? Ich glaube, ich habe meine Freundin tot gesungen. Okay. Was sind denn Karten? Ach so, ja, ich kann mir neue Tröts oder neue Pupse kaufen. Gib mir mal ein paar Dinger. So, pass auf. Alles, was du hast. Ach so, ja. Okay, dann ist das jetzt hier der Abspann. Also, ich muss da jetzt, glaube ich, ganz oft draufdrücken. Ich kann mir hier weitere Karten freispielen. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. So, was haben wir hier? Igor Strawinski, der revolutionäre russische Komponist, ist vor allem für sein gewaltiges Ballett Die Frühlingsweihe bekannt. Er konnte leicht 135 Hotdogs auf einmal essen, was das Powerlevel in seiner Musik erklären könnte. Die 100 habe ich mir extra dazu gedichtet. Beethoven, dieser einflussreiche Komponist und Pianist, der vor allem für seine 5. Sinfonie bekannt war, verlor in späten Jahren sein Gehör, möglicherweise als Nebenwirkung des Verzehrs von 50 Hotdogs auf einmal. Mozart, herausragender österreichischer Komponist von mehr als 600 Werken, eine Legende, einer der bekanntesten Komponisten aller Zeiten, konnte über 3500 Hotdogs hintereinander essen. Und C.W. Gluck. Gluck war einer der ersten, der die Posaune in Ballett und Oper einführte, beginnend mit Don Juan. Dies mag später Mozart beeinflusst haben, die Posaune in seinen Kompositionen zu verwenden. Er konnte 30 Hotdogs auf einmal essen. So, das da. Posaune. Ohne Posaune wäre keiner von uns hier. Sie ist der Leim, der uns zusammenhält und die Kraft, die uns vorwärts bringt. Oft als Pavian der Instrumente bezeichnet, ist sie das A und O. Richard Strauss. Dieser führende deutsche Komponist von Opern und symphonischen Dichtungen war wohl am bekanntesten für das Stück Also sprach Zarathustra. Das haben wir vorhin gespielt. Ob er Hotdog aß, ist nicht bekannt. Mozart Musiksturm. Was? Dieser österreichische Magier besitzt den Schlüssel zum Ohrentrakt von Tempo Keep. Er wird dich mit dem Klang seiner süßen Tasten bezaubern. Seit wann hat denn eine Posaune Tasten? Rimsky-Korsavsky, ohne Ski. Dieser russische Komponist, der bekanntlich 2 Nachnamen trug, um sein Powerlevel zu verdoppeln, war ein Meister der Orchestrierung und konnte eine ganze Menge Hotdogs essen, wobei die genaue Anzahl unbekannt ist.
Sorry, das geht jetzt noch ein bisschen. Schlag die Tüte. Ja, komm, wir fangen mal da an. Gustav Mahler, der in Österreich geborene Komponist, war einer der führenden Dirigenten seiner Zeit. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung waren seine Kompositionen während der Nazizeit in weiten Teilen Europas verboten, erlangten aber später große Popularität. Ja, wie viel Hotdogs konnte er jetzt halt essen? Sagt er nicht. Violinenschlüssel. Dieser Schlüssel, der vom Urpavian Drözura Tom bevorzugt wird, steht für das Licht. Aber ohne Dunkelheit kann es kein Licht geben. Mussorgsky. Dieser russische Komponist, bekannt für Eine Nacht auf dem kahlen Berge und Bilder einer Ausstellung, strebt danach, eine einzigartige russische Musik zu schaffen und weigerte sich daher, Hotdogs zu essen. Kann ja nichts sein. Messing. Das stärkste Element. Messing wird zur Herstellung von Posaunen verwendet und für nichts anderes. Bis heute haben Wissenschaftler keine Ahnung, woher Messing kommt. So, was haben wir denn hier? Einen Violinschlüssel haben wir schon. Tommy Dorsey, das sanfte Posaunenspiel dieses amerikanischen Jazz-Posaunisten, Dirigenten, Komponisten und Bandleaders brachte ihm den Spitznamen The Sentimental Gentleman of Swing. Junge, das rollt ja von der Zunge. Als Amerikaner aß er wahrscheinlich eine Menge Hotdogs. Posaune haben wir schon. Und Mozart hatten wir auch schon. Guck mal, hier, so viele doppelte Karten. Wie viele Packungen habe ich denn noch, ey? Den haben wir auch schon gehabt. Don Drummond, legendärer jamaikanischer Ska-Posaunist. Er erkrankte an einer Geisteskrankheit und ermordete seine Freundin Anita Marfoot, wurde daraufhin inhaftiert und starb schließlich in Bellevue Asylum in Kingston. Okay. Den hatten wir schon. Messing hatten wir auch schon. Blauäugiger weißer Pavian. Eine der mächtigsten Posaunenkarten, der blauäugige weiße Pavian, ist eine Darstellung des Violinenschlüssels im Zusammenhang mit Babi, der ägyptischen Vergötterung des heiligen Mantelpavians. Aha. J.J. Johnson. Ist das nicht der Herausgeber vom Daily Bugle? Der in Indianapolis geborene J.J. Johnson war einer der einflussreichsten, sorry, mir ist gerade selbst aufgefallen, was für eine Scheiße ich gerade laber, Jazz-Posaunisten aller Zeiten und gilt als Vorreiter des schnellen Bebop-Stils für die Posaune. Er konnte 10 Hotdogs in einer Sitzung essen. Wir sind gerade oben rein, wie sie unten wieder rauskamen, oder was? Oh, ein Bassschlüssel. Dieser Schlüssel, der vom Urpavian Bassmaster Ben bevorzugt wird, steht für die Dunkelheit. Aber ohne Licht kann es keine Dunkelheit geben. Guck mal hier, der Tschaikowski. Dieser russische Komponist, der zu den beliebtesten Komponisten der Romantik zählt, ist bekannt für die Nussknacker-Suite, Romeo und Julia und unzählige andere Werke. Er konnte 8 Hotdogs in einer Sitzung essen. Alter, wie viele Tüten haben wir gekauft? Al Gray, der hat Tee gemacht, das kenne ich. Dieser amerikanische Jazz-Posaunist, der mit Count Basie spielte, war für seine Dämpfertechnik bekannt und schrieb buchstäblich ein Buch über Dämpfertechniken. Er schrieb buchstäblich ein Buch, super. Als Amerikaner aß er wahrscheinlich eine Menge Hotdogs, sehr schon wieder. Max Tundra, maximalistischer elektronischer Komponist und Produzent von individuell angefertigten Kompositionen. Neben Longtail Limbo hat er 3 von der Kritik gefeierte Alben produziert, die du dir unbedingt zulegen solltest. Aha, ich verstehe schon. Arthur Pryor. Wer war denn vor dem da? Dieser hervorragende Posaunist aus Missouri, der einige der bekanntesten Posaunenstücke schrieb, spielte in Sousas Band und war ein produktiver Komponist von Bandmusik. Er konnte 9 Hotdogs in einer Sitzung essen. Oha, rotäugiger schwarzer Pavian. Eine der mächtigsten Posaunenkarten, der rotäugige schwarze Pavian, war das nicht der blauäugige weiße Pavian, ist eine der Darstellungen des Bassschlüssels, aha, in Verbindung mit Babi, der ägyptischen Vergötterung des heiligen Mantelpavians. So. Sag mal. Dick Slide Hyde. Der heißt Dick Hyde. Und Slide ist auch noch drin. Mann, ey. Ein US-amerikanischer Studioposaunist, der bei einer Reihe von Aufnahmen legendärer Musiker mitwirkte. Ja, wie hat er denn mitgewirkt? Da ein Versteckte. Er gewann 1974 den Preis für den besten Posaunisten. Die prestigeträchtigste Auszeichnung aller Zeiten, es tut mir leid. Außerdem gewann er 1955 Dick Slide. Ich will doch nur noch einen Satz lesen, Mann. Außerdem gewann er 1975 den Preis für die am wenigsten gegessenen Hotdogs. So, stell weiter. Dick Slide. Dick Slide Hyde.
J.S. Bach. Josef Seppel Bach gilt weithin als Dick Slide. Als einer der einflussreichsten Komponisten aller Zeiten. Teilweise aufgrund seiner barocken Kompositionen, vor allem weil er den Hotdog erfunden hat. Hatten wir schon. Aua. Posaunenkarten. Sammelkarten mit berühmten Posaunisten. Legendären jetzt. Ich bin so froh, wenn dieser blöde Dick-Slide mal den Dickheit macht und weg ist hier. Sammelkarten mit berühmten Posaunisten, legendären Komponisten und allen möglichen unglaublichen Dingen. Jeder liebt diese Karten. Sammle sie oder erleide die tragischen Konsequenzen. Schnell den Hyde versliden. Da hatten wir schon. Glenn Miller, den kennt sogar ich. Dieser Posaunist und Bandleader, ich muss schon wieder an den Dick Hyde denken. Dieser Posaunist und Bandleader, der in den frühen 40er Jahren sehr populär war, in den 1940er Jahren, starb, als er während des Zweiten Weltkriegs nach Frankreich flog, um die US-Truppen zu unterhalten. Sein Flugzeug verschwand bei schlechtem Wetter über dem Ärmelkanal. Okay, wir sind durch. Was hat die da gerade gewackelt? Ich besitze 3 Exemplare. Baukarte, 399 Pupse. Was ist das? Pupskarte. Plus 100 bis minus. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Pupse sind. Ich mach mal. Du hast mehr als ein Exemplar dieser Karte. Wie viele möchtest du pupsen? Ich will alle doppelten Exemplare pupsen. Okay. Ach, jetzt haben wir Geld gekriegt. Okay, ich verstehe. Ja, das habe ich wohl alles schon mal gemacht, aber es ist ewig her. Oh, da hat wieder was gewackelt. Ein Exemplar dieser Karte. Wieso wackelt denn die so? Was ist jetzt los? Ja, hallo! The Bassmaster. Oh, ich habe den Bassmaster Ben getroffen. Du hast gut daran getan, mich zu finden, Posaunist. Mein Name ist Bassmaster Ben. Wenn du möchtest, werde ich dir jetzt die ganze Wahrheit über den Posaunenchamp erzählen. Ja, mach mal. Ja, klar. Eine Antwort, die eines Posaunenchamps würdig ist. Nun lass uns loslegen. Okay. In alten Zeiten schufen die ersten Meister die Musik. Damals war noch alles in Harmonie. Aber nach und nach entstand eine natürliche Disharmonie in der Musik. Es gab jene, die versuchten, die Harmonie zu stören. Für jede positive Note gab es eine negative. Der Bass brachte den Sopran. Mozart Trazom. Was ist denn das da? Also, langweilig diese Geschichte. Soll ich aufhören? Nee. Gut, denn es gibt noch viel mehr zu berichten. Das wird noch eine Weile so weit. Oh, shit. Wie auch immer. Die Mächte der Ordnung haben die Musik in 2 Teile gespalten. Den Sopran und den Bass. Ich meine, den Sopran und den Bass. Und so sind die Dinge seit Jahrhunderten. Aber das ist nicht der wahre Weg. Babi, der erste wahre Meister, schuf Artefakte, mit denen man das Wesen der Musik kontrollieren konnte. Mit diesen Artefakten und der richtigen Technik konnte man das Wesen der Musik an sich verändern, hat er doch gerade gesagt. Aber natürlich gab es diejenigen, die diese Macht missbrauchen wollten. Und so mussten sie geheim gehalten werden. Und natürlich wird das Siegel der Ordnung von diesen erbärmlichen Doppelstick-Slide. Das hört nicht auf. Und natürlich wird das Siegel der Ordnung von diesen erbärmlichen Doppelgänger verwahrt. Trazom. Ach, Trazom, rückwärts ist Mozart, Mann. Soll ich nicht aufhören? Wünschst du nicht, dass ich nicht aufhöre, weiter zu erzählen? Oder dass ich nicht weitermache? Ja. Moment mal, ich bin verwirrt. Willst du, dass ich von vorne anfange oder nicht? Sollte Bassmaster Ben von vorne anfangen oder nicht? Nicht ja, nicht nein. Von vorne anfangen, nicht ja. Großartig, wie auch immer. Um diese Macht zu versiegeln, schuf Babi 2 Gefäße, den Trödkessel und den Pupskessel. Aha, ganz klar. Jeder Kessel wurde von Babis Kindern bewacht. Höchstwahrscheinlich hast du schon eines getroffen. Ja, ich habe das da schon freigespielt. Trödsucher Tom bewacht den Trödkessel, der den Sopran symbolisiert und die Macht, die er enthält. Und ich, Bassmaster Ben, bewache den Pupskessel, der den Bass symbolisiert und die Macht, die er enthält. Nur ein wahrer Meister, der beide Kessel vollständig erweckt, kann die Musik wieder zu dem machen, was sie einst war. Eine freie Kraft ohne Ordnung. Dieser Meister ist bekannt als Posaunenchamp, denn seine Waffe ist die Posaune.
Babys bevorzugtes Instrument. Ich wiederhole das für den dramatischen Effekt. Posaunenschamp. Und so fügte es sich, dieser Posaunenschamp müsste die Mächte der Ordnung besiegen und was erfordert, dass die Gefäße gewähren. Außerdem müsste sich dieser Champ vollständig mit Bubby verbünden und seine Macht erhöhen. Die Mächte der Ordnung haben ein Powerlevel von 10. Wir können davon ausgehen, dass der Posaunenschamp dasselbe, wenn nicht mehr, benötigen würde. Es gibt Gerüchte über eine Quelle der Macht, die durch dieses Land fließt. Viele haben sich diese Kraft zunutze gemacht. Sag mal, der hört nicht auf. Soll ich diese ganze Geschichte nicht nochmal erzählen oder soll ich nicht einfach weitermachen? Soll Bassmaster Ben nicht von vorne beginnen oder nicht? Nee. Oh, tatsächlich, wenn das so ist. Ich hoffe, die Geschichte war für dich verständlich. Immerhin habe ich dir nur die Kurzfassung erzählt. Nun denn, ich habe dir alles beigebracht, was du wissen musst. Und nun setzt deine Quest fort, um Posaunenschamp zu werden. Füll den Kessel mit Pupsen, damit der Bassschlüssel erwachen kann. Klicken und halten Sie den Pupskessel gedrückt. Wer hätte gedacht, dass das pupst, wenn ich da drauf drücke? Das reicht aber nicht ganz. Guck mal, wir haben nur 600 noch was Pupse. Okay, alles klar. So. Okay. So. Aber haben wir nicht irgendwo noch doppelte Karten? Die, guck mal da, ich glaube, da wo eine Zahl drauf ist, da kann ich, die kann ich einpupsen, oder? Pupskarte. Alle doppelten Exemplare wegpupsen. Was gibt's? 268, das reicht mir schon, das reicht mir schon. Wir werden jetzt... Wo war denn der? Da muss ich ganz fest draufdrücken, gell? Ja, genau. So war das. Unten die Kerze interessiert mich jetzt aber auch. Ich glaube, da erscheint irgendwie so ein Teufelchen oder sowas. Ja, komm mal raus. Hallöchen, Pupilchen. Ja, jetzt pass auf. Wenn ich mich nicht verzählt habe, so, sehr schön, dann reicht das. Ja, und jetzt? Der Pupskessel erwacht. Klicke auf diese Truhe. Moment, ich brauche hier... Oh, und ihr wundert euch, wie ich so schnell klicken kann hier. Junge. Ja, kann ja mal gucken hier. Die Maus nicht dauernd abhauen würde. Ich bin der schnellste Klicker hier jenseits von Mexiko. Soundset in der Club. Glückwunsch, du hast dieses Spiel sehr oft gespielt und etwas freigeschaltet. Okay. Gut gemacht, aber der Pupskessel schreit nach mehr Pupsen. Das wirst du noch eine Weile machen müssen. Fülle den Kessel mit Pupsen, damit der Bassschlüssel erwachen kann. Aber ich muss das 3-mal machen. Ja, okay. So, ich will jetzt mal diese Kerze da klicken. Da war eine Kerze. Ich weiß, wenn man da genug draufkriegt, geht's an, kommt ein Teufelchen. Das weiß ich, aber ich weiß nur, was der macht. Hallo nochmal, ich habe das Gefühl, unsere gemeinsame Zeit neigt sich der Enge zu. Ich habe eine letzte Bitte, aber sie wird dir nicht gefallen. Ich brauche von jeder einzelnen Karte eine, alle 50. Würdest du für mich organisieren? Jo, ich habe nicht alle 50, ja, das weiß ich. Okay, alles klar. Wir werden jetzt noch ein paar Pupse sammeln. So. Das machen wir jetzt noch. Kann ich auch da ganz oft drauf drücken? Ja, aber es passiert nichts, guck. Nein, ich will nicht. Da, die habe ich 3-mal. Hey, warte mal. Das ist doch da ein Pentagramm, ich sehe das doch. Wieso ist denn das hier nicht drauf? So, ich will jetzt alle Karten verpupsen. Und dann sehen wir weiter. Haben wir irgendwo... Ja, komm. Wie ich immer das Ding suchen muss. So. 900 Pups. Wir brauchen 1400. 1500, um genau gesagt. Guck mal hier, der da. Der Richard Strauss, der hat aber ordentlich einen am Sträußchen, hat er. 1300. Okay, wir brauchen nur noch du da. Posaunenkarten. Dann mache ich eine Pupskarte draus. Jo. So. 1400, ach, wir brauchen 1500, gell? Ja, komm, dann machen wir die da noch. So, alles klar. Jetzt gehen wir mal, wie war das? Da drauf, gell? So. Okay. Dann gucken wir mal, ob das so funktioniert. Na, hallo? Achso. Jetzt kommst du nicht von daneben. Fülle den Kessel mit Pupsen, damit der Bassschlüssel erwachen kann. So. Geht das auch irgendwie schneller? Nee.
Irgendwie nicht. Wir müssen leider die ganze Pupserei miterleben hier. So, was kriege ich jetzt? Der Pupskessel ist erwacht. Oh, jetzt muss ich wieder ewig lang klicken, ja? Ah, Moment, ich muss wieder die Maus in die Position bringen. So. Oh, ich kann beide Maustasten klicken. Das kann ich aber nicht so schnell. Okay, pass auf. So. Aber ich sieht man nicht meinen rechten Arm. Der zittert immer so. Soundset aufgebläht. Ja, das ist ein schönes Soundset. Das gefällt mir. Alles klar. Oh, ich habe alle Soundsets unlocked. Ich habe gerade ein Achievement gekriegt. Okay, alles klar. Das Ende naht schnell. Vorausgesetzt, du hast die beiden anderen Diener von Bubby getroffen. Nö, eigentlich nur dich und den anderen. Naja. Okay, alles klar. Ja, der hat noch ein bisschen Zauber, ich weiß. Und der braucht noch 750 Pupse, oder? Die haben wir, wie durch einen Zufall, haben wir die sogar noch. Hä? Ich hatte doch 1500. Und die brauche ich doch. Ah, ne, ich hatte mehr 1500. Egal. Dann haben wir danach halt noch ein paar Pupse übrig. Diese Pupse sehen übrigens ziemlich fest aus, wenn du mich fragst. So, was gibt's? Der Pupskessel erwacht. Oh, Kacke. Das vergesse ich immer. So. Junge. Charakterdiener von Bubby. Oh, der Baba. Ah, guck mal, der Baba. Der Bubby. So. Gut gemacht. Das Ende naht, aber dieser Kessel schreit immer noch nach Pupsen. Fülle den Kessel mit Pupsen, damit der Bassschlüssel erwachen kann. Ja, wie viel braucht er denn jetzt? Noch 750? Ich habe aber nur noch die Hälfte. Okay, dann müssen wir noch ein paar Karten loswerden. So, Moment, zurück. Wir müssen noch ein paar Karten loswerden. Wir brauchen noch 300, 400 so ungefähr. Hier, der Mozart. Weg mit ihr, Mozart. Ich brauch dich nicht. 293 Pupse habe ich. So. Ach, da sind überall Pentagramme drauf. Was ist denn da schon wieder? Ach ja, das ist... Guck mal, mir fehlen irgendwie nur noch recht wenige Karten. So. Alles klar. Der da hat noch viele. 745 Pupse. Hey, das reicht doch schon. Das reicht doch schon, Mann. Na, siehst du, das wird doch schon. Es wird so. Jetzt gucken wir mal, was wir freischalten. Ja, ich weiß, dass das jetzt voll langweilig für euch ist, macht aber nichts. Ich meine, wer bis hierhin durchgehalten hat, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Der hat mein Gesinge ertragen. Da kann er auch mein Gelangweile hier ertragen. So. Außerdem gibt's hier Pupse. So, was gibt's jetzt? Der Pupskessel erwacht. Schön für ihn. Ah, Kacke. Highscore. Mysteriöser roter Schlüssel. Okay, was mache ich mit dem mysteriösen roten Schlüssel? Ja, hallo, wie wär's, wenn du mal die Weiter-Taste aufzeigst? So, jetzt hat's... Erstaunlich, alles ist still. Nun zieh weiter, erfülle dein Schicksal und lass dich allein, um mich auszuruhen. Ja, du bist bereit. Aber du musst denjenigen finden, der die Macht der Ordnung bewahrt. Wer ist denn das? Du bist bereit, den Platz als Posaunenchip einzufinden. Aber du musst die legendäre Posaune beherrschen. Ja, wo ist denn die? Ja, das weiß ich. Du brauchst ein Powerlevel von 10, bevor du die Mächte der Ordnung... Wie kriege ich ein Powerlevel? Was ist denn unser Powerlevel? Ich weiß nicht noch, von was die überhaupt reden hier. Egal. Der wackelt da schon wieder. Was ist denn das da eigentlich?
Gib mir eine Tüte. Ich hab nicht genug. Ja, okay. Ich sag, was ist denn Pavian? War ich da nicht gerade? Doch. Achso, das ist das, was ich schon mal gemacht habe. Ja, schön für ihn. So, nee, ist jetzt gut. Wir machen jetzt hier mal Schluss für heute. Reicht dann auch irgendwann. Sammle alle 50 Posaunenkarten. Ja, mach mal vielleicht irgendwann mal. Aber nicht jetzt. Für heute war's das. Ich sag mal Dankeschön. Und spiele jetzt noch ein bisschen weiter ohne euch. Was habe ich denn jetzt eigentlich gekriegt? Hier Posaune, Bassposaune, gedämpft. 8-Bit in der Klapp aufgebläht. Und dazu hätte ich gern diese Posaune da. Moment. Ja, ein Lied müssen wir jetzt noch spielen, so als Abschied. Gibt's irgendwie ein Abschiedslied? Ja, komm, zufällig. Dann nehmen wir zufällig und wir dürfen aber... Und wieder dieses... Oh, das kenne ich doch irgendwoher. Wir machen jetzt so lange weiter, bis wir ein cooles Lied finden. Das hatten wir vorhin schon. Commander Tokyo. Sailors One Pie. Es hört sich ja schon scheiße an, wenn du es nur hörst. Also wenn du es richtig hörst. Nee, das machen wir nicht. Was haben wir sonst noch Feines? Ich habe übrigens ja, komm, Abschiedslied. Das ist ein Abschiedslied. Der höchste Ton, den eine Posaune spielen kann, ist so hoch, dass nur eine bestimmte Menge von Leuten den Text lesen kann. Was habe ich eigentlich erwartet? Wenn der Soundeffekt aufblähen heißt. Habe ich jetzt echt was Gescheites erwartet? Das hört sich eigentlich wie ein ganz normaler Stuhlgang meiner Freundin an. Wir gehen morgen einkaufen, weil heute ist Sonntag. Und wenn ich morgen einkaufen gehe, dann gehe ich in einen Laden und gucke, ob ich ein Sitzkissen finde. Das war gelogen, das war falsch, ich hab schon ein Sitzkissen. Ah. Jetzt kommt ein Techno-Beat dazu. Wo kommt denn dieser Techno-Beat jetzt her? Der ist schon krass irgendwie. Ich mag dieses Hey auf dem Offbeat. Oh. Ist das eigentlich gar kein Verabschiedungslied oder so? Also ich meine, das Original. Da tut es halt nur immer wieder zum Jahreswechsel irgendwie immer wieder singen. So, ich glaube, das war gut. Also da will ich jetzt wirklich ein A haben. Das war schon in Ordnung. Oh, das... Ja, ein S nicht, aber... Ich finde, das war gut. So. Und damit entlasse ich euch jetzt aber wirklich wieder in die Intelligenz. Danke. Und tschüss. Ich finde einen Knopf nicht. Ihr findet alleine raus, oder? Okay. Tschö.